is impressive that you managed to survive this long. I am amazed at how quickly you adapt. I am done being polite. Und somit grüß dich zurück zu Generation Zero. Wie ich das letzte Mal angedroht habe, werden wir heute diese Mission machen. Wir sind der Widerstand. Die Luken können wir später machen. Dann gibt es aber noch eine Mission. Wir müssen mal schauen, ob wir die finden. Da müssen wir aber, glaube ich, mit der Veronika reden. Das werden wir dann alles noch sagen. Zuerst einmal, wir sind der Widerstand. Begib dich zum Landgut Engsnes. Das habe ich, glaube ich, schon vorgelesen in der letzten Episode. Und zwar war das die Geschichte mit der Elsa, wo sich die Veronika und die Elsa getrennt haben oder verloren haben, was weiß ich, wie es mit vor einem Schwarm Maschinen geflüchtet sind etc. Schau einfach in die letzte Episode zurück, ganz zum Schluss erzähle ich das ein bisschen. Und ich hätte gesagt, der Weg ist lang. Hier in der Beschreibung steht irgendwo, wo ist denn das jetzt gestanden? Na, das ist nicht. Da. Na, ich habe das jetzt gerade irgendwo gesehen und es wird empfohlen, reinzuschleichen in diese ganze Geschichte. Das werden wir nicht machen. Wir werden es versuchen. Es wird aber definitiv schief gehen. Ja. Weil, du wirst das gleich hören, hier in der Umgebung sind schon mehrere größere Maschinen unterwegs. Das Schöne daran, es ist Nacht. Dann ist meine Aufnahme auch nicht so groß. Tagsüber, wenn ich tagsüber aufnehme, sind die jetzt zum Beispiel jetzt eine Dreiviertelstunde aufnehmen, also 45 Minuten, dann sind die Episoden bei Weitem kleiner. Also ich bin jetzt tagsüber auf, oder, ja, weißt du, was ich meine. Des Nächtens sind sie kleiner, des Tages sind sie größer. Von der Gigabyte Größe her. Bisschen einen Sprudel nehmen wir mit. Mich würde aber was anderes mehr interessieren, wenn wir finden würden. Nur stellt sich die Frage, ob wir hier herunten Südküste Gefahr laufen, auf die neue Maschine zu treffen. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wir werden es herausfinden. Oh. Es frohlockert ein Angriff. Ja, wir probieren es schleichend, was ich zwar nicht glaube, dass funktionieren wird. Es sind nur 300 und der Harvester da oben. Aber es sollte einige Büsche geben, die uns ein bisschen Schutz bieten.
fängt da herunten schon an. Okay. Falls wir flüchten müssen. Ich habe diese Mission schon einmal gemacht. Da war ich aber im Level noch ein bisschen niedriger. Sag jetzt einmal so. Sollten wir flüchten müssen, aus welchem Grund auch immer, präparieren wir uns diese Kajüte hier. So. Perfekt. Da machen wir noch mal kurz auf, damit die gescheit schließt. So. Das braucht man nicht, haben wir gesagt. Gut, dann gehen wir so. Gott. Schleichen in diesem Spiel, weißt, wenn du, ich sage mal, wenn manches Mal der Angriff nicht unbedingt so fein schmecken würde, würde ich es ja machen. Und die Mission, die hat's in sich. Kurz noch einen Blick. Jetzt gehen wir da nochmal in Deckung. 1, 2. Die Medikits liegen auf 3. Die tun wir auf die 4. Dich auf die 5. Dich auf die 6. Ja, mehr haben wir aber nicht. Den größten Teil habe ich zu Hause lassen. Beziehungsweise in der Plünderer. Aber wir werden unser Bestes tun. Doch dein Bestes ist nicht gut genug. Und ich glaube, dass wir da wieder Zeuge... Ta det försiktigt och se dig för så du inte startar något larm och väcker hela stället. Schleiche dich in die Scheune in der Nähe des Hauptgebäudes. Also was bei mir das Problem ist, das kann ich da schon sagen. Bei solchen Dingen fange ich nämlich dann selber auch schon an, was das so neben Spülen, gell? Da fange ich dann nämlich auch schon an, ein bisschen den Atem anhalten, ruhiger zu werden, gell? Mit dem Buis runterfahren. Bis nichts mehr geht. Weißt du, bis die Lippen blau laufen. Bin mal gespannt, ob das Schleichen da geht. Und eins kannst du mir glauben. Diese Mission, dieser Kampf hat's in sich, aber wirklich. Weil da haut er das Spiel alles entgegen. Jetzt wäre es nur interessant zu wissen, welche Seite, dass wir uns da anschleichen.
einen einzigen Fehltritt. Was ist da? Und? Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ich möchte die Mission einmal schleichend machen. Schleiche dich in die Scheune in der Nähe des Hauptgebäudes. Hebe die 3 Sprengkörper in der Scheune auf. Anspannung pur. Hätten wir jetzt zwar nicht braucht, aber wurscht. Sprengstoff. Die kleine Gruppe, zu der Elsa und Veronika vorher gehört hatten, hatte Sprengstoff gesammelt und ihn gegen Maschinen eingesetzt. Veronika erinnert sich daran, dass sie noch immer welchen übrig hatten. Damit müsstest du FNIX-Eroberung von Östertörn verlangsamen können. Schleiche dich in das Datencenter von FNIX ein. Ja, das werden wir doch gleich machen. Nur, was ist hier? Ich hätte gesagt, wir finden es heraus, oder? Shit. Wenn ich nur wüsste, wie man da reinkommt oder runterkommt, umkommt. Egal. Scheiße. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Das war jetzt eine ganz schlaue Route von mir. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ich habe meine Arschbacken zusammengekniefen. Ich habe die Backen zusammengekniefen. Und jetzt kommen wir in das Hunter-Gebiet dieser Anlage. Ach, ist das schön. Im Prinzip haben wir die Entwickler eigentlich, wenn du es so nimmst, die Stealth-Mechanik, die ja wirklich vorhanden ist in diesem Spiel, ja eigentlich ein bisschen begraben, ne? Und Stealth ist in dem Spiel ein Hammer. Wenn man etappenweise nicht so blöd ist, wie ich, dass man dann mit der Zeit ungeduldig wird, ne? Ach du Scheiße. Jetzt kommt der echt eklige Stealth-Part. Der echt eklige Teil.
glaube, so eine leise, so eine ruhige oder so eine nichts aussagende Aufnahme habe mein Laptop noch nie gemacht. Mich würde nur interessieren, wo der Hunter ist. BZW, was für Richtung es einschlägt. Weil normalerweise müssten sie ja ihre Wege haben, die KI, ne? Oh Gott, das sind wieder die scheiß Zäune. Ihr merkt wahrscheinlich gerade, dass ich relativ nervös bin, gell? Was ich nämlich nicht weiß, ob die Ticks in der Position, die sie jetzt sind, ob sie die da sehen. An 3 Stellen wird Sprengstoff platzieren, ihr Satz deppert. Aha, des Hundes Arsch. Du Scheiße. Aufgefallen, aufgeflogen, super. Also das mal anders zu machen. Till slut. Jag visste att ni skulle komma. Jag har väntat på er. Also wie du siehst, wir kämpfen gerade gegen FNX und Van Ulmer. Van Ulmer X? Na ja, gut. 15 Sekunden. Mädel, renn mit deinem zärtlich geilen Arsch. Komm, geh in die Luft. Oh. Boah. Meinst du, können wir da ein bisschen looten? Na, FNIX, das war wohl nix. Alles mit. Braucht man nicht. Das einmal mit.
Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Okay. Ich höre einen Hunter. Oder so. Brauchen wir die? Nein. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Was haben wir da? Hat dir deine Mama ins Frühstücksei geschissen, ha? Hast so ein Lausbur. Also wirklich. Aua! Drecksau. Entschuldigung den Ausdruck, aber der ist mir jetzt gerade ausgerutscht. Na erst, ich will schon ein bisschen an Loot haben, für das, dass ich mich da jetzt durchplagen hab müssen. Ha. Ja, da war ich wieder ungeduldig, Entschuldigung. Schau, FNIX, jetzt schaust du ein bisschen blöd, gell? Und wir werden auch gegen deine härteste Kreation fertig. Die Narbe nehmen wir mit. Okay, Baby. Das haben wir schon alles durchsucht, oder? Die Vierer. Ja, sicher. Brauchen wir nicht. Das können wir gern mitnehmen. Das können wir gern mitnehmen. Das können wir gern mitnehmen. So, ich glaube, wir sind dort mal soweit fertig mit den Nerven. Das sind nur Ticks. Neues mit. So, da. Sehr gut. Ein bisschen Gewicht kann man noch tragen. Sehr gut. Stellt sich die große Einser-Frage, wie kommen wir da runter? Leck mich in den Arsch mit dem Hammer. Da ist nix. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Vi är motståndet. Typiskt Elsa. Jag undrar vad hon skulle säga om hon kunde se mig nu. Ja, wenn sie dich jetzt sehen könnte, würdet ihr euch bestimmt küssen.
So kleine Schweindeln, hä? Lieber in der Apokalypse. Da kommt Stimmung auf. Nein, den Hammer könnt ihr euch an die Backe kleben. Ja, passt, haben wir aber da. Ich weiß, dass es insgesamt 3 oder 4 Nebenmissionen gibt. Die Luken, das ist da herunten. Weißt du was, das könnten wir aber gleich machen. Also ab nach gefickt Camping. Also Brefiken Camping. Breviken Camping, Entschuldigung. Ja, die sind mir zu schnell gespawnt. Meine Güte, ist das spannend. Mhm. Bist du deppert? Also dieser Groove da im Hintergrund, der haut mich fast aus den Socken. Was? Also rechnet mit Harvester-Widerstand. Mhm. Ah, da gibt's sogar. Ah, stimmt, da gibt es sogar einen Schlupf unter. Mhm. Also ein Unterschlüpper. Muss ich mich da anschleichen? Ich hoffe nicht, weil sonst kriege ich einen Auffall. Wieder allen wieder. Also nein, das ist das mit dem Fahrrad. Das habe ich noch nie gemacht und das will ich gar nicht machen. Ja. Dann gehen wir jetzt mal campen. Dann gehen wir jetzt mal campen. Doch bevor es abgeht zum Campen, müssen wir mal kämpfen. Wow. Hantarino. Du alter Pottkübel, du Schöner. Na? Die Mami hat ihm ins Frühstücksei geschissen, bla 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 bla. Da fühlt er sich doch gleich weitaus beschissen. Begrüße. Hörst du, Alter? Hilf mir! Lieg nicht so brach im Dreck und mir dumm so. Du. Alter, du Ziguri, du. Du Hundi! Ah, so eine geile Sau. Ich beschwere mich gleich bei der Robotergesellschaft oder Gewerkschaft. Ah. Also das können wir vernichten, beziehungsweise da kriegen wir super Material zum Bio-Recyceln raus. Mhm. Obwohl ich nicht weiß, was das für einen Sinn ergeben soll, aber mein Gott. Falsche Waffen, heute wäre ein bisschen übermütig. Hey! Hey! Noch nie den Begriff Fairgate vorgehört, ha? Ihr Schweineln. Ich habe schon immer gewusst, dass Hunde unfair sind.
Hey. Kuckuck. Ja, komm her, lass uns spielen. Der wollte nicht spielen. Dann gibt's aber noch eine Mission. Gewehr. Ein Haufen Seile. Okay, komm! Du kannst doch dann immer deinen triumphalen Sieg auskosten. Na toll. Und zum Looten komm ja nicht. Oh, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das können wir zerlegen. Das zerlegen wir später. Was haben wir jetzt gehabt? Ein Haufen Seile, gell? Korporal Brachi. Ja, da liegt da so brach im Dreck, weißt du. Brauchen wir alles nicht. Mal ins Zelt hinein. Nur werden diese Adrenalinspritzen, die werden jetzt da im Hauptspiel immer seltener. Wir müssen schauen, dass wir so bald wie möglich nach Himfjell kommen. Okay, Baby. Was sagt man da jetzt für Missionen, bitte? Nur die. Naja. Mysteriöses Transkript. Kann man nicht mehr lesen. Ich lade mal schnell nach. Sani-Töter-Paket, genau. Also der Sani, der tötet. Bohu Kila, du bist das da. Hol das jetzt nicht schön falsch gesungen, ha? Also ich meine so richtig falsch. Passt, nachgeladen muss ich nicht mehr. Holzstämme. Zuerst will ich dieses Transkript lesen. BZW. Mal den Rucksack entleeren. Ich unterlasse mir jetzt die Magenwitze, dass ich den entleeren will. Obwohl mir auch danach wäre. Wohl oder übelst.
Ja, unser Charakter spricht zwar nicht viel, dafür atmet sie irrsinnig geil. Mhm. Ich kenne deine Gedanken. Ich würde den gleichen Spruch bei einem Mandel abbringen. Du weißt ja, wie es heißt. Na, so geht's nicht. Oh. Blip. Italienischer Klempnerzwerg. Also Super Mario. Wo ist jetzt dieser Unterschlupf? Hä? Alter, der Unterschlupf ist geil. Aber man ein bisschen was. Na, wir werden das anders zu machen. Ah, da kann sich unser Charakter verstecken. Toll. Also, da ist gemütlich geil da. Das gefällt mir. Wow. Wäre dieses Schweden nicht von Robotern überrannt worden, wäre das ja wirklich ein wunderschöner Ort. Ja. Ah, wir wollten eigentlich das Transkript lesen. Genau. Das werden wir jetzt so machen. Wir teilen es einfach so aus, dass wir es uns da gemütlich machen. Schau her. Wir legen uns jetzt da drauf. So. Genau. So. Genau. Hätte ich gesagt. Log. Saat des Zweifels. Die Koller haben die das jetzt umdreht, die Warzen. Wie hat die Luken da? Mysteriöses Transkript. Dieses Dokument, das du aus der Abladestation Brevikens Camping gerettet hast, ist das Transkript einer Morse-Botschaft und enthält folgenden Text. 25. Dezember 1989. Gelbes Rentier. Freigabe für Operation Lux, erwarten noch letzte Anweisungen des Oberbefehlshabers. Bodeneinsatz auf schwedischem Territorium steht unmittelbar bevor. Erwarten Sie weitere Befehle. Fröhliche Weihnachten. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Jetzt haben wir es benannt. Ja. So. Brevikens Camping. Da haben wir was. Was bist du? Das Ungeheuer von Lyseham. Und du bist daher irgendwas. Genau. Genau. Also, ja. Also wirklich sehr solidarisch für dich. Und zwar, dass ich jetzt nicht anliege. Da ist Silberweg. Da ist dieses Hochsicherheitsgefängnis. Da ist der Bauernhof Hellerbecken, Hellerbacken, Hellerbucken, was weiß ich. Zum Drüberspucken. Die Außenposten. Das ist super toll. Jetzt haben wir es benannt. Was bist du? Das Grauen von Stennungsnees. Aha. Das ist natürlich. Ja. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Überlegen wir gerade, wo ist die FNIX-Kanone? Die muss da irgendwas sein. Und das kannst du dir vorstellen, wie weit unsere Reise ist. Das geht da durch, aber. Und darum habe ich jetzt dann mit euch das gemacht, oder mit dir. Weil ich einfach gedacht habe, Stellreise. Weil ich jetzt einfach gedacht habe, ich mache das zuerst, bevor wir was anderes machen. Weil wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, bei der Mission sind wir ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs. Also, nicht anschmieren.